Ein Auszug von Harry Potter in der Kammer von Zoides, Arois 2024, vorgelehnt von dem Übersetzer Arla Schechter Fanat von der Jiddischliga, Dezember 2025. Kapitel 6 Gilderoy Lockhart. Dem zweiten Tag hat Harry aber kamat kein ein Schmeichel nicht getan. Schon beim Frühstück im größten Saal hat ungeheben gehen mit der Peter herup. Die 4 lange Häustischen sind gewesen ungeluden mit Terrines Kasche, Teller gerächerte Hering, ganze Berg Peanuts in Tatzen, Eier und Bacon. Auf der verkischefte Stelle über seine Kap hat sich gespreit am Mate, gruchmarner Himmel. Harry und Ron haben sich weggesetzt beim Goldengrifftisch Leben Hermionen, was hat gehabt ihr Exemplar Voyagen mit Vampiren, ungespart in a Kriegel Milch, in von ihm gelehnt. Von ihr etwas steifen Gitmorgen hat Harry verstanden, als sie ist nach Holz im Zufrieden mit den Eufen, wieso sie sind umgekommen. Neville Longbottom wieder hat sie begrüßt ganz munter. Neville ist gewesen ein Jüngel als Schlamassel mit a kahligen Punim und mit a schrecklichen Sekuren, was Harry hat zu Soins kein Glachen noch nicht getroffen. Der Post darf auch dort umkommen. Dacht sich, der Babeschi schickt daran ein paar Sachen, was ich hab vergessen. In Tage bald, Harry hat sich kaum genommen zu seiner Kasche, hat sich der Herd von Eufen erreichenisch. In ein Hindert Sovis hat man angeströmt, gekreist über den Saal und gelost fallen Briefen Päcklach zwischen den pläudernden Knäulen. Ein groß, bachig Päckl ist ungespringen von Nevilles Kopf, und gleich danach hat eine große, grüne Sache herangepluchet zu Hermionen in Kriegel in Almen bespritzt mit Milch in Federn. Errol! Hat Ron ausgerufen, ausziehend der derchgeweckte Sove von der Fieslach. Errol ist geblieben liegen auf dem Tisch, schlabberig und verchalischt, mit der Fieslach in der Luften und mit einem nasslachen, reuten Konvert in Schnabel. Oi, nein, hat Ron verchabt mit ihm. Nicht gefährlich, lebt noch, hat Hermione gesagt, leicht sturchendig Errol mit dem Finger. Nicht das meine ich, nur das. Ron hat gewissen mit dem Finger auf dem reuten Konvert. Harry hat der Konvert ausgesehen, ganz wachendig, aber sei Ron, sei Neville haben darauf gekickt, wie sie wollten sich gerecht, als wird explodieren. Wusstet ihr mehr? Hat Harry gefragt. Sie hat mir geschickt ein Beisebrief, hat Ron gesagt schwach. Öffne ihn besser, Ron, hat Neville geschuschelt mit Schreck. Und nicht wird es noch ärger. Der Babeschi hat mir einmal geschickt einem, aber ich ihn ignoriert, denn hat das Schling getan. Es ist gewesen mies. Harry hat darüber gekickt, von seiner stark erschrockenen Peinemer zum reuten Konvert. Wusstet das ein Beisebrief? Hat gefragt. Aber Rons ganzer Aufmerk ist gewesen konzentriert auf den Konvert, was von seinen Ecken hat schon ungeheuben gehen erräuch. Nu, öffne ihm, hat Neville ihm hintergetrieben. In ein paar Minuten wird schon sein noch allem. Ron hat ausgestreckt eine zitternde Hand, vorsichtig befreit den Konvert von Errols Schnabel und ihm aufgeschnitten. Neville hat verstoppte Euren mit den Fingern. In einer Blitzsekunde hat Harry verstanden verwusst. Nach der Trille hat sich ihm gedacht, als der Konvert hat Tage explodiert. Der riesige Saal ist voll geworden mit einem Gebrimm, als Stäub hat sich genommen Schitten von der Stelle. Ach, angefallen dem Auto gut zieht sich anwenden, es wollte kein Chiddisch nicht gewähnen, wenn man wollte dich Taka rausgeworfen. Lass mich doch nur ein Paktin bei mir in der Hand. Krank bist du gewähnt, sich aufzustellen, ein Trachtin, wuss, ein Steiger, und dann Tate wollen Hupen derch zu machen, als wir wollen sich herimkicken, als der Auto ist nicht du. Mrs. Weasleys Geschreien, 100-mal hilchige wie gewöhnlich, haben aufgezittert die Teller und Löffel auf dem Tisch in Ugeklingen von der stehenden Wand, nur vertäubt zu werden. Menschen über den ganzen Saal haben sich ausgedreht zu sehen, wer hat das gekriegt, ein Beisebrief. In Ron ist so niedrig herumgesinken auf dem Bänkel, als hat sich von ihm herausgesehen nicht mehr wie sein perlende Stern. Nächten auf der Nacht ein Brief in Dumbledore, hat sich dann Tate schienisch bei Gruppen verbischen, also eine Schotzereien zertraben hat man nach in der Heim sehr nicht ausgelernt. Die und Harry haben noch beide gekannt erhaget werden. Harry hat sich Tage Gott gefragt,
wenn sein Wettkommen zu reden. Hat sich sehr stark bemüht, sich zu machen, nicht wissendig von dem Kohl, was hat ihm jetzt gehammert in der Peukeitlach. Ach, Harpe, in Amigel, im Ministerium verführt man eine Ausforschung gegen deine Taten. Das ist alles dank dir. Und ob die sich wieder der Wegen am minsten Stief zu tun, lassen wir dich gleich heimschicken. Im Saal ist geblieben hängen a klingende Stillkeit. Der rote Konvert, was Ron hat gelost herausfallen von Hand, hat sich gegeben zu Flammen und sich bald so aufgedreht und verbrennt geworden auf Asch. Harry und Ron sind gesessen pritschmeljete, wie ein Riesenchwalje wollt du erst auf Fleiz getein über sie. A paar Menschen haben sich zerlacht, in bisslichweise hat sich das Geplappel wieder umgehoben. Hermione hat vermacht Voyagen mit Vampiren und er gekickt auf Rons Kopf. Auf was denn hast du sich gerecht, Ron? Hast du es doch... Sollst nicht sagen, als ich es Kusche verdient, hat Ron ihr scharf angeschnitten. Harry hat weggestippt von sich die Schüssel Kasche. Es hat in ihm gebrennt ein Gefühl von Schuld. Man verführt ein Ministerium an Ausforschung gegen Mr. Weasley. Nachdem allem, was Mr. und Mrs. Weasley haben für ihn getan dem Zimmer, hat genommen in seiner Sojo gedankt. Aber jetzt ist nicht gewöhnt in Zeit, sich zu gribbeln in die Gefühlen. Der Professor McGonagall ist zugekommen zum Goldengrifftisch und genommen austeilende Zeitpläne von der Lektions. Harry hat seinem genommen und gesehen, als der erste haben sie eine Doppel-Lektie in Botanik mit der Hufflepuffer. Harry, Ron und Hermione sind in ein Reus von Schloss zusammen, durch dem Greensgurten und sich weggelost zu der Warmhaser, wie man halt die Kischeftige gewichsen. Gotsch ein gute Sache hat der Besebrief aufgetan. Hermione hat ab ihm gehalten, als du sie eine genügige Struff, und hat sich schon wieder überzeugt zu sein, ganz freundlich. Als sie haben sich der Nehnte zu der Warmhaser, haben sie gesehen, als der Rest Talmidem stehen in Dreußen und warten auf der Professorsche Sprotzel. Kaum haben Harry, Ron und Hermione sich zugestellt zu sein, ist sie gekommen zu spreisen von jener Saat Lonke, begleitet von Gilderoy Lockharten. Auf der Hand hat der Professorsche Sprotzel getrunken ein Häufen Bandagen. In das Schuldgefühl hat wieder ein Zipp getan Harry in den Herzen, als hat gesehen in der Wartens der wilde Werbe, schon mit etlichen verbandagierte Zwaben. Der Professorsche Sprotzel ist gewesen ein Kischefmacherin, ein Niederike und ein Gepackte, was hat getrunken ein verlatte Titel auf ihr Kopf zerschäubete Hohe. Wie gewöhnlich sind bei ihr ide Kleider, ide Nägel gewesen so ausgeschmiert mit Erd, als der Mime Petunie wollte weggechallische Seindeck. Gilderoy Lockhart dagegen ist gewesen rein und säuber, ohne Fleck, umgetan in einem breiten, türkisenen Rock. Ein Hit von demselben Collier, ein Ziegepitzte mit Gold, ist gewesen sorgfältig umgeregt auf seine glanzige goldene Hure. »Oh, Kinder, guten Morgen auch«, hat er ausgeriefen mit einem strahlenden Schmechel zu der versammelten Talmidim Arimim. »Wir kommen jetzt von der wilden Werbe. Ich habe gerade erklärt, der Professorsche Sprotzel, wie man darf diesen Baum kurieren. Aber meint nicht, Kinder, als ich bin in Botanik etwas mehr Meven als Sie. Nicht mehr in Verläufen meiner Reisen ist mir einige Mal ausgekommen, diesen fremdartigen Pflanz zu begegnen. Hand ist Warmhaus 3, Chevre, hat der Professorsche Sprotzel bräugeslich so getan, gut nicht in ihr gewöhnliche muntere Stimmung. Die Talmidim haben sich zermurmelt mit Cheshek. Bisher hat man gearbeitet bloß in Warmhaus Nummer 1. In Warmhaus Nummer 3 haben sich gefunden hübsch interessantere und mehr sakunistische Gewichsen. Der Professorsche Sprotzel hat genommen einen großen Schlüssel vom Passig in aufgeschlossene Tier. Herin hat ein Schluck getan in den Nusslöcher ein Reich von fachter Erd in Mistachts, ausgemischt mit dem gedächten Aromat von etlichen ungeheure Blumen, größer wie Schirms, was haben sich gebombelt von der Stelie. Wie hat aber gewollt daran noch Ronen und Hermionen, hat Lockhart ihn plötzlich umgehabt. »Harry, gewollt mit dir ein Wort reden. Professorsche Sprotzel, es wird doch gewiss nicht arten, aber wird sich verspätigen mit ein paar Minuten.« Von ihr saubere Miene ist gewinn klar, als sie darf ja. Aber Lockhart hat gesagt, »Wunderbar!« in vermachte Tief in Warmhaus ihr gleich in Punemaran. »Harry«, hat Lockhart gesagt,
In seine große weiße Zähne haben geglanzt in der Sinn, beschaß hat geschockelt mit dem Kopf von Saat zu Saat. Harry, Harry, Harry. Harry hat geschwiegen, im Ganzen hat zertimmelte. Wenn ich hab gehört, nu, ich bin doch schuldig in der ganzen Sache. Ach, a solche Vorwürfe hab ich sich schon gemacht. Harry hat nicht ungehoben zu wissen, was Lockhart es äußern. Hat das gewollt sagen, ist Lockhart aber gefuhren warte. Ich kann sich nicht erinnern, wenn ich bin gewesen mehr erschüttert. In ein Auto fliehen Hogwarts. Nu, natürlich hab ich sofort verstanden, warum du hast das getan. Klar wie der Tag. Harry, Harry, Harry. Harry hat sich nicht gekannt abfinden von Lockharts Fähigkeit, herauszuweisen jeden einen von seinen glanzigen Zähnen, a viele dämmelt, wenn redt nicht. Haben dir erweckt im Appetit zur Publizität, nicht wahr? Hat Lockhart gesagt. Hab dich umgesteckt. Mit meiner Hilfe bist du erschienen auf der ersten Saat, in die es sich nicht gekannt warten auf den nächsten Mal. Oh, nein, Professor, es ist gut nicht so. Harry, 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 hat Lockhart gesagt, ausstreckendig die Hand in unnehmendig ihm vernachsel. Ich versteh doch. Versicht einmal dem Tam, hat sich dir natürlich verglist noch ein bisschen. In ich eine bin schuldig darin. Ich gedarf für euch sein, als sie wird dich verblenden. Aber kick her, mein Jing, nehmen in ein Riemfliehen in ein Auto, im Zieh zu ziehen zu sich Aufmerksamkeit. Das teug nicht. Darfst du Geduld, verstehst? Als du wirst älter werden, wird sein genug Zeit darauf. Ja, ich weiß schon, was du denkst. Allein ein weltberühmter Zauberer, in mich heißt gar haben Geduld. Aber wenn ich bin alt gewesen 12 Jahre, bin ich gewesen genau ja so gut nicht, wie die bist es jetzt. Eigentlich kann ich sogar sagen, als ich bin gewesen noch ein größer gut nicht als die. Ein paar Menschen kennen doch dann Nummern zu lieb eine ganze Geschichte mit dem, was man tut, an Nummern nicht ermannen. Hat geworfen einen Blick auf den Blitz vor dem dicken Strahl bei Harry auf den Stern. Ich weiß, es kommt noch nicht zum Gewinnen 5 Jahre nacheinander Prämie für den bezauberndsten Schmeichel von der wöchentlichen Geschäftmacherin. Aber es ist fort ein Anfang, Harry. Ein Anfang ist es fort. Hat gegeben Harry einen chwatischen Pintel mit Neug in er weggespreist. Harry ist geblieben eine kurze Weile stehen, a pritschmeljeter. Nur der Mann sagt, als darf sich jetzt gefunden im warmen Haus, hat aufgemacht der Tier und sich Stilleheit herangeregt. Der Professorsche Sprotzel ist gestanden inmitten warmen Haus hinter der Werkstelle, was auf ihm seinen gelegen a 20 Paar Euerdecklach von verschiedenen Kulieren. Als Harry hat vernommen sein Ort zwischen Ronen und Hermionen, hat der Professorsche Sprotzel gesagt, Hand pflanzen mir über Alroines. Wer kann mir sagen die Eigenschaften von der Alroine? Es ist keinem kein Chiddisch nicht gewesen, als Hermione hat die erste aufgehobene Hand. Der Alroine, oder Mandragora, ist ein kräftig Restauriermittel, hat Hermione geklappt, also wie gewöhnlich, gleich wie von Lernbücher aus. Man nützt sie, kadei umzukehren zum lechatchiledigen Zustand, als solche, wo sie geworden übergestaltet oder verscholten. Ausgezeichnet, 10 Punkten für Goldengriff, hat der Professorsche Sprotzel gesagt. Der Alroine stellt mit sich vor einen icke-dicken Teil von den meisten Antidoten. Von deswegen ist sie aber echt sakunistik. Wer kann mir sagen mit was? Hermiones Hand hat wieder heraufgeschossen und schienisch herumgeklappt herin die Brillen. Weil wer es der hört noch das Geschrei von der Alroine, fällt weg an Teuter, hat sie prompt geantwortet. Pinkt also, noch 10 Punkten für Goldengriff, hat der Professorsche Sprotzel gesagt. A klar, die Alroines, was ihr seht, sind noch sehr jung. Also redendig hat sie ungewissen auf eine Reihe tiefe Beckens. In all haben sich als Schar getan für uns, kadei besser zu sein. Dort sind gewachsen schieresweise 100 fränseldicke, violett-grüne Gewichselach. Auf Herrin haben sie keinen besonderen Eindruck nicht gemacht. Und hat nicht ungehoben zu verstehen, was Hermione hat das gemeint mit dem Geschrei von der Alroine. Soll jeder nehmen zu ein paar Euerdecklach, hat der Professorsche Sprotzel gesagt. Es ist geworden ein Rasenisch und ein Auschappenisch auf jene Euerdecklach, was ihnen nicht draußen wie ein Puchig.
Als ich will auch heißen und in der Euerdecklach, sollt ihr sehen, sie sollen den ganzen Ziedecken der Euren, hat der professorische Sprotzel gesagt. Als die Sakune wird darüber, will ich geben ein Zeichen, als man mag sie ausziehen. Schön! Und hin! Harry hat verfestigt der Euerdecklach über die Euren. Sie haben ausgelassen jeden Klang. Allein hat der professorische Sprotzel umgeteen der rosige, puchige Euerdecklach, verkatscht der Arbel von Rock, fest umgehabt eins von der Frenzlach und gegeben einen starken Zieh. Harry hat herausgelassen ein überrascht Geschrei, was keiner hat nicht gekannt hören. Anstatt Wurzeln ist heraus von hinter der Erde ein klein, blottedig, gefährlich mies Eufele. Die Blättlach sind ihm gewachsen gleich von Kopf heraus. Es hat gehabt aber fleckte, blasgrüne Haut, und wie es hat ausgesehen, hat sich gerissen dem Gorgel mit einer Quitscherei und einem Gewein. Der professorische Sprotzel hat vergenommen einen größten gewichsen Topf von hinter dem Tisch und in ihm herangesetzt das Alräunele. Es hat so begruben in einem tinkeln, fachten Kompost, bis hat sich davon herausgesehen nicht mehr wie das Frenzelblättlach. Der professorische Sprotzel hat sich ungewischte Hände, gegeben dem Klaas dem Zeichen und ausgetein der eigene Euerdecklach. Wie bald unsere Alräunes sind noch bloß Pflanzlingen, sind ihre Geschreien noch nicht missigelt zu der Hargenen Menschen, hat sie gesagt kaltblütig. Gleich sie wollte erst bewiesen etwas ganz tagtäglich, wie Lummerschul bewassert in der Begonie. Was ja, sie können nachher weglegen auf etliche Schuhe. Und also wie keine von euch will man Stammen nicht verfehlen dem ersten Tag zurück, sollt ihr sehen, der Euerdecklach sollen sein fest ungetein beschaß ihre Arbeit. Ich will auch geben ein Zeichen, als sie wird sein der Zeit aufzuräumen der Sachen. Ze 4 Becken. Der Teppke finden sich du an. Es ist du mehr wie genug. Kompost trefft ihr dort in jene Säck. Und hielt sich für den samigen Tappechappe-Zappe. Sie schnaden sich bei ihm die Zähne. Beschaß sie hat gerät, hat sie erlangt einen scharfen Patsch, ein stecheldig, tinkelreut Gewächs. Und es hat bald zurückgezogen der lange Fanggurms, wo sie die ganze Zeit gnävisch vorausgekrochen über ihr Achsel. Der vierte zu Harrys, Rons und Hermiones Becken ist gewesen ein Hufflepuffer mit gekreiselter Haar. Wem in Harry hat erkennt Leuten Punim, noch keinmal früher mit ihm nicht gerät. Justin Finch Fletchley, hat gesagt Minter, drückend Harry in die Hand. Ach, keine Chavada. Was heißt, ihr seid doch der berühmte Harry Potter. Und ihr seid Hermione Granger, ständig mit der besten Zeichens. Hat die recht gedrückte Hand und sie hat umgefallen. In Ron Weasley, dachte sich jener fliehende Garota ist gewesen Eirer? Ron hat nicht geschmächelt. Der Beisebrief ist ihm apunem noch Holz gelegen in Sinnen. Jener Lockhart ist also in seiner Sellachs, wie sagt ihr nein? Hat Justin bemerkt, ganz aufgelegt. Beschasse haben genommen unfüllende gewichsen Tepp mit Kompost von drakonischen Mist. Ich lebe ma brave Jad. Seine Bücher hat ich schon gelehnt? Wenn mich wollte ein Wolkenlack herangezwingen in eine Telefonbudke, wollte ich gestorben vor Schreck. Aber hat sich nicht verloren. Knack! Pushet fantastisch. Ich bin gewähnt verschrieben, sich zu lernen in Iten, versteht ihr? Ich kann euch nicht sagen, wie zufrieden ich bin, was ich habe anstatt dem beschlossen zu kommen nachher. Versteht sich, mein Mutter ist gewähnt, ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe ihr gegeben zu lernen Lockharts Bücher, hebt sie schon nun dacht sich zu verstehen, wie nützlich sie wird sein, so haben einen ausgeschulten Kischofmacher in der Bespuche. Weiter ist nicht gewähnt, keine Sachgelegenheiten zu schmissen. Mal zurück umgetein der Euerdecklach und gedacht legen dem ganzen Acht auf der Alräunes. Die Arbeit ist weit nicht gewähnt so gering, wie der professorische Sprotzel hat sie gemacht aussehen. Emmis, der Alräunes, haben nicht lieb gehabt, rauszukommen von der Erde. Noch zurück herangehen, haben sie etwas echt kein größtes Geschick nicht gehabt. Sie haben sich geworfen, gedrückt mit der Fieselach, sich gedrapet mit der scharfen Kulakelach und geschirrt mit den Zähnen. Erst 10 Minuten lang hat Harry sich gemitschet mit einer aber sindesdicker, was hat sich gut nicht gelost daran quetschen in der Top. Als die Lektion hat sich geendigt, ist Harry, zugleich mit allen anderen, gewesen, verschwitzt, ausgeschmiert in Erd, hat ihm gebrochen in alle Evren. Alle haben mal aufgetopft zurück ins Schloss, sich Kircharim waschen, und schon haben die Golden Griffen mal weggeeilt zu der Lektion für die Übergestaltung.
In der Professorschen McGonagalls Lekties hat man tumme gedacht hören. Aber der heutige Lektie ist gewesen speziell schwer. Als Ding, was Harry hat sich vor Jahren ausgelernt, ist ihm etwas wie ausgerinnen vom Kopf im Mäschig von Zimmer. Hand ist gewesen die Aufgabe, zu verwerfen ein Chrustsch in ein Knäppel, aber im Ganzen hat Harry bewiesen zu machen, als der Schickele bei ihm auf dem Schreibtisch soll sich gut umlaufende Fieselach, prüfendig auszumaden Harrys Geschäftsteckel. Baronen ist gegangen als Sachärger. Hat das zerbrochene Geschäftsteckel gehabt geklebt mit geborgten Zauberzeller, aber es ist apunem schon gewesen nicht zu verrichten. Es hat gehalten in ein herausgeben Knacken, im Finken, in ungerechten Momenten, in jedes Mal, was Ron hat geprüft sein Chrustsch übergestalteten, hat über ihm gehabt a gedächte grue Räuch, was hat gestinken mit verfeulten Eier. Nicht sehendig, was tiet, hat Ron Alpitus zerquetscht im Chrustsch mit an Ellenbeugen und gedacht beten an Naim. Der Professor McGonagall ist gut nicht gewesen zufrieden. Harry hat sich kaum der Wart dem Glock zu Mittag. Sein Meuch ist gewesen wie ein ausgequetschter Schwamm. Alle sind heraus vom Klasszimmer achitz ihm mit Ronnen, welcher hat wild gekloppt mit dem Geschäftsteckel in den Schreibtisch. Kind zerbrochene Galliot nicht wert! Schraube heimen beta naim, hat Harry vorgelegt. Beschaßt das Geschäftsteckel hat ausgeschossen mit der Knackerei wie Feuerwerk. Meuchel, a zweiten Beisebrief darf ich wie ein Loch im Kopf, hat Ron gesagt, verstippendig in den Rucksack das Geschäftsteckel, was hat schon genommen sicken. Die allein bist schuldig, was dein Geschäftsteckel hat sich übergebrochen. Sie sind in einem in größten Saal essen Mittag. Nur Rons Stimmung hat sich dort gut nicht verbessert, als Hermione hat sie bewiesen, die Jmenje perfekte Meschene Knäpplach, was sie hat ausgearbeitet, beschaßt der Gestaltung-Lektie. Welche Lektie haben wir noch Mittag, hat Harry sich geeilt zu baten der Thema. Verteidigung gegen die finstere Kunsten, hat Hermione gleich geantwortet. Aber für was hat Ron ausgehabt bei ihr dem Zeitplan? Hast du herimgeringelt Lockharts alle Lektions mit Herzlach? Hermione hat zurückgehabt dem Zeitplan und sich stark verrätelt. Ugegessen Mittag sind sie heraus auf dem Hof in der Rachman im Himmel. Hermione hat sich weggesetzt auf eine steinerne Treppe und sich wieder angegruben mit den Nuss in Voyagen mit Vampiren. Harry und Ron sind etliche Minuten lang gestanden und geschmiest von Schießbesen, bis Harry hat bemerkt, dass jemand kickt sich stark zu. Hat aufgehoben die Augen und sehen dasselbe kleine wichsige Jüngel mit der mäusbräunen Haar, wie man hat Nächten auf der Nacht gesehen und meistens dem sortiert hat. Das Jüngel hat geglotzt auf Harry, etwas wie verstarrt, und festgehalten etwas, was hat ausgesehen wie ein proster mugglischer Fotoapparat. Wie nur Harry hat ihm umgekickt, ist geworden tiefreut. Shalom Aleichem, Harry, ich heiße Colin Creevy, hat gesagt mit verchappten Noten, machen dich einen imsicheren Tritt voraus. Ich bin ein Goldengriff. Efter kann wollte ich geahrt, ob mich herabnehmen ein Foto? Hat gefragt, aufhebendig dem Apparat mit Hoffnung. Ein Foto? Hat Harry übergechaset, als timmelte. Wie aber was, als hab ich getroffen? Hat Colin Creevy gesagt mit Cheshik, zierigend sich ein bisschen näher. Ich weiß wegen auch alles. Jeder redt von dem, wie sein geblieben Leben, nach dem, was ich weiß schon wer, hat auch gebriefte Hagenen, und ist verschwinden geworden, und so weiter, und ihr seid noch geblieben bis Hand, mit einem blitzfuhrenden Schramm auf dem Stern. Hat geführt einen forschenden Blick über Harrys Hurlinie. In einer in meinem Internat hat gesagt, dass, ob ich will entwickeln dem Film in einem richtigen Geschäftstrink, weil die Bilder sich reden gut. Colin hat tief und zitterdig angeatmet mit der Spylus in gerät weiter. Es ist ein winderlicher Platz auf die Schule. Ein ganzes Leben habe ich nicht verstanden, als die alle moderne Sachen, was ich kennt, sind in gut Kischef, bis es umgekommen in den Brief in Hogwarts. Der Tat ist ein Milchträger, hat echt kaum geglaubt. Nehme ich jetzt darüber gizme Fotos, ihm heimzuschicken. Ins wird doch gewaltig, wenn ich eins von ach. Seine Augen haben betendig gekickt auf Harry. Efter kann ein Chaver herabnehmen das Bild, bis ich still Leben mache, und dennoch könnt ihr das hinterschreiben? Intergeschriebene Fotos? Tolstoys intergeschriebene Fotos, Potter? Draco Malfoys heuch basig Kohl hat ungehilcht über den ganzen Hof. Ist geblieben stehen gleich hinter Colinen.
Und wie ständig in Hogwarts sind ihm gestanden von beiden Seiten 2 gesinnte Bucheretzen wie Leibwächters, seine getreue Chaverim, Crabbe und Goyle. Chevre, stellt sich in eine Reihe, hat Malfoy ausgeschrien zum Eulen mit der Gelächter. Harry Potter teilt euch in die geschriebene Fotos. Nicht demmes, hat Harry gesagt mit Kass, zum Neufdrücken durch die Fäusten. Halt den Pisk, Malfoy. Bist ihm pushet mit Kana, hat sich piepsendig angeriefen der Kleinschicker Colin, was sein Giffel ist gewesen und er so dick wie Krabbs Nacken. Mit Kana, hat Malfoy gesagt, verspudendig zu schreien, weil Hälfte von dem Häuf hat sich schon hintergehört. Wusstest du Mekane zu sein? Den miesen Schramm auf dem Sternen bin ich die Meuchel. Gehört ein bisschen, mit dem einmal aufgeschnitten im Kopf, hat verrissen die Nuse und holt sich für einen ganzen Jachsen. Crabbe und Goyle haben narrische Worte gechickert. Schnecken sollst die Schlingen, Malfoy, hat Ron Besa so getan. Crabbe hat aufgehört lachen und ungeheuben sich straschende Graben der Größe harte Knächlich. Hiet sich Weasley, hat Malfoy gespäht. Heb noch nicht tun, an nicht wird kommen der Mama-Schien, dich wegnehmen von der Schule. Hat umgestellt ein quitschig schnade Kohl. Und die wird sich wieder der Wegen am minsten Stief zu tun. Ein Riedel 50 Uhrles von Samderin hat sich auf dem zerlacht. Weasley wird bei dir gern nehmen an die geschriebene Foto, Potter, hat Malfoy geschmächelt mit Häusig. Sie wird doch wert gewesen, mehr wie seine Spruch ist ganz Häus. Ron hat rausgehabt, das mit Zäubezello herumgeklebte Kischefsteckel, aber Hermione hat plötzlich zugeklappte Tuvlin von Voyagen mit Vampiren in ausgeschuschget. Hitzach! Was geht du vor? Was geht du vor? Ist Gilderoy Lockhart gekommen zu spreisen. In sein türkisener Rock hat sich hinter ihm gefaltet. Wer hält das euch in die geschriebenen Fotos? Harry hat ungeheben etwas sagen, noch in 2 Wörter nicht herausgebracht, weil Lockhart hat ihm geworfen an Urim über die Achseln in freilich ausgebrimmt. Es war doch übrig zu fragen. Wir treffen sich wieder, Harry. Ziegedrückt zu Lockharts Saat in brennendig Fabische hat Harry gesehen, wie Malfoy mit seinem Häusigschmechel rückt sich circa ran zwischen Eulen. Nu, Mr. Creevy, hat Lockhart sich gewanden zu Colin mit einem strahlendicken Schmechel. A doppelter Porträt, besseres kannst du nicht sagen. Und wir wollen dir schon beide hinterschrauben. Colin hat sich mit Tempefinger zugehabt zum Fotoapparat und herumgenommen das Bild pinkt in der Rege, wenn hinter sie hat ausgeklingende Glock, was hat umgesucht dem Unheb von der noch mittigte Lektions. Schnelle Kinder, nicht gesamt sich, hat Lockhart ausgeriefen zum Eulen. In noch als fest ziedrückendig Harry zu sich, hat sich gelost zurück zum Schloss. Harry hat stark bedeutet, was weiß nicht kein Sprach zum Verschwinden werden. Folg mein Eize, Harry, hat Lockhart gesagt futterisch, beschasse seinen Aranen Schloss der chasatige Tier. Das hab ich doch geraten wird von einer Gelegenheit mit dem jungen Creevy. Wie bald die übrigen Schüler haben gesehen, als fotografierte ich mich dabei, haben sie doch schon nicht gekannt umkicken, also Krim, lamai die sich Covid. Teub zu Harrys Stammlin hat Lockhart ihm geschwind durchgeführt durch ein Korridor, ausgestellt mit glotzenden Talmiden, in der Rauf a guten Trepp. Ich wollte einfach sagen, als bei diesen Stapel von deiner Karriere ist nicht klig zu gehen, austeilen in die geschriebene Bilder. Offen geschmiest, Harry, schmeckt es ein bisschen mit Großhalterei. Es wird doch vielleicht kommen einmal eine Zeit, wenn die Westmisen wie ich ständig haben ein Päckl Autographen gerät zu der Hand. Aber, hat in sich ein Lach getan, wie mir scheint, hältst die noch nicht dabei. Sie haben die gerecht Lockharts Klasszimmer in der hat Harry Softglass aufgelost. Harry hat sich ausgeglacht im Rock mit einer starken Zieh, sich ausgeklippt mal Sitz zusammen von hinten, in ungebergelt alle 7 Bücher Lockharts auf den Tisch vor sich. Soll nicht davon umkicken dem Emerson Lockhart vor den Augen. Die übrigen Talmidim sind herangekommen mit der Timmlerei. In Ron und Hermione haben sich weggesetzt von Harrys beide Seiten. Ui, hat am Punem gebrennt, als ein Ei abzuprägeln, hat Ron gesagt. Darfst nur hoffen, als Creevy wird sich nicht bekennen mit Ginny. Sie können noch unheben an Unhängeclub von Harry Potter. Schwagchen, hat Harry Besa so getan. Noch das fehlt ihm, als Lockhart soll der herdende Wert der Unhängerclub von Harry Potter. Als alle sind schon gesessen auf der Bänklach, hat Lockhart heuch und gehießt und es ist geworden still. Hat ausgestreckte Hand,
aufgehoben Neville Longbottoms Exemplar Treffenischen mit Trollen, in bewiesen dem Klaas sein Porträt auf dem vordersten Tuvel, was hat Geseder a Pintel geteen mit Neug. Mann, Wenigkeit, hat gesagt, unwasendig darauf in allein a Pintel tiendig mit Neug. Gilderoy Lockhart, Merliner Orden, 3. Klasse, Ehrenmitglied von der Schutzliga gegen die Finsterkraft, in 5-maliger Gewinner von der Prämie für den bezauberndsten Schmeichel, zugeteilt von der wöchentlichen Geschäftmacherin, hat sich der Mann das sehr selten. Was, ihr meint, ich hab mit der bläusen Schmeichel vertrieben jene Banshee von Banden? Hat gemacht eine Pause und gewahrt, man soll lachen. Ein paar Menschen haben schwache Schmeichel getan. Ich sehe, als ihr hat sich alle erworben, ein ganzen komplett von meinen Büchern. Geht getan. Eigentlich, weil wir Hand anfangen mit einem Examendl. Schau, nicht gesorgt. Ich will bloß sehen, sie hat gelesen mit Kopf, wie viel ihr hat von sie angesagt. Ausgeteilte Examenbeugens hat sich wieder gestellt von vorn und gesagt, ihr hat 30 Minuten, fangt an jetzt! Harry hat gekickt auf sein Papier und gelehnt. 1. Was ist Gilderoy Lockharts beliebste Collier? 2. Was ist Gilderoy Lockharts geheime Ambitie? 3. Was, laut eurer Meinung, ist Gilderoy Lockharts größter Auftie bis daher? Also hat sich es weitergezogen über 3 Sattlich bis in die same letzte Frage heran. 54. Wann ist Gilderoy Lockharts Geburtstag und was wird gewesen sein Idealgeschenk? In einer halben Schuhe hat Lockhart zu aufgeklippende Beugens sich umgekehrt zum Vordern vom Klasszimmer und genommen Blättern auf Kirch. Kinder, kommt keine von euch hat nicht gedenkt, dass mein beliebtester Collier ist Bez Lila. Sie steht doch also geschrieben in einer Jahr mit dem Yeti. In einige von euch darf man lesen auf dem Wanderweg mit Volkolakis mit mehr Aufmerksamkeit. Ich schreibe doch deutlich in Kapitel 12, als das ideale Geschenk zu meinem Geburtstag wird gewesen Frieden und Harmonie zwischen allen Kischefdecke und im-Kischefdecke Völker. Gotsch von einer größeren Flasche Ogdens alten Feierschnaps wird doch sich echt nicht gesagt. Hat wiedergegeben am mamserischen Pintel mit Neug. Ron hat geglotzt auf Lockharten mit so Ausdruck auf dem Punnen, wie wollt nicht geglaubt wusste euren Herren. Seamus Finnegan und Dean Thomas, was sind gesessen von vorn, haben sich getresselt mit der Stimmgelächter. Hermione wieder ist gewesen stark verchabt, sich zugehört zu Lockharten mit Mäulen Euren und hat aufgezappelt, als hat den Mund ihr genommen. Aber Fräulein Hermione Granger hat gewusst, dass meine geheime Ambitie ist, auszurotten all das Beis von der Welt und zu schaffen meine eigene Linie geschäftliche Hurprodukten. Sehr gut gemacht. Und faktisch, hat übergedreht die Beugen, hat sie ausgehalten auf ganze 100%. Wie ist Fräulein Hermione Granger? Hermione hat aufgehoben mit zitternde Hand. Ausgezeichnet, hat Lockhart sich zerstrahlt. Ganz ausgezeichnet. 10 Punkten für Goldengriff. Und jetzt zu der Sache. Hat sich umgebeugen hinter den Schreibtisch, aufgehoben mit große übergedeckte Steig in sie weggestellt Phase. Jetzt seien Sie gewohnt. Es ist meine Pflicht, euch zu bewaffnen gegen das scheuderhaftste Beschäftigten, welche seine nur bekannte Kischefeld. In diesem Zimmer wird auch ganz möglich auskommen, sich zu stellen, Aug auf Aug mit euren größten Schrecken. Aber seien Sie wissen, als wie lange ich bin du, kann mit euch kein Schlechtes nicht passieren. Ich bete euch bloß, sich halten ruhig. Harry ist schon gewesen so neugierig, als hat herausgestrecktem Kopf von hinter den Bartbücher, um besser zu sehen den Steig. Lockhart hat gelegte Hand auf den Ziehdeck. Dean und Seamus haben schon aufgehört lachen. Neville hat sich angekortet vor Schreck auf seinen Bänkel in der ersten Reihe. Ich muss euch beten, ihr sollt nicht durchschreien, hat Lockhart gesagt mit einem niedrigen Call. Das kann sie noch zerreizen. Der ganze Klasse ist gesessen mit angehaltenem Atem, beschaß Lockhart hat gehabt im Ziehdeck. Ja, hat gesagt dramatisch, frisch gefangene kornische Pixlach. Seamus Finnegan hat sich nicht gekannt anhalten. Hat sich herausgehabt mit der Hirsche, was viele Lockhart hat es nicht gekannt annehmen für ein Geschrei von Schreck. Bitte, hat geschmächelt auf Seamusen. Nun, was heißt? Pixlach sind doch nicht sehr gefährlich, hat Seamus sich gesteckt.
Auf der Ort wollt nicht so sicher gewesen, hat Lockhart gesagt, schocklendig mit dem Finger auf Schemissen wie auf ein Kleinkind. Lidne Brielach sind das, gut kinzige Musik im Lach. Die Pixlach sind gewesen Elektroblue, hoch an 8 Zoll mit verspitzte Peinemlach in a selche quitschige Kellechlach, als hat sich gekannt dachten, als du ampert sich a ganze Chatte Parakiten. Wie nur Lockhart hat der Steig gedeckt, haben sie bald genommen Pleudern und Rimschießen hin und her, schockelnde Stangen und machen wilde Grimassen auf den nunsten Menschen. Geht, hat Lockhart heuch so getan. Lass mir noch sehen, was ihr mit sie machen. Und hat den Steig aufgeöffnet. Es ist geworden am Himmel. Die Pixlach haben sich gegeben, mit sie fliehen alle Seiten wie Rakettenlach. 2 von sie haben ungehabt Nebeln von den Euren und ihm aufgehoben in der Luften. Etliche haben genommen in einer Krach getan durch ein Fenster, behugelndig die Talmidim in der hintersten Reihe mit Stücklich Glas. Die übrige Pixlach haben sich an ihm getan zum Klasszimmer und ihm so churif gemacht, als viele hat sie juschete Nusshorn, wollte so eins nicht bewissen. Sie haben aufgehabt Tintfläschlach in bespritztem Glas, zerrissen Bücher und Papieren auf Pitzpitzlach, arugerissen Bilder von der Wand, übergekehrt im Mistkasten, gehabt Rucksack und Bücher und herausgeworfen durch die zerschmetterte Scheub. Es hat kein 2-3 Minuten nicht gedauert, und halb von den Talmidim sind geblieben angekortschet hinter den Schreibtischen, bis als Neville hat sich gebummelt von dem Hänglachter auf der Stelle. Nu, Kinder, trappt sie zu neuf, im Ganzen sind das bloß Pixelach, hat Lockhart geschrien. Hat verkatschete Arbel, am Machtgetin mit dem Kischefsteckel und ausgebrimmt, Pixel, Piskel, Tscheppenistel! Es hat aber kein Schimmpille nicht gehabt. A Pixel hat bei ihm weggehabt das Kischefsteckel und es herausgeschmitzt vom Fenster. Lockhart hat rugeschlingen des Speichts und allein sich ein Wurf getan hinter den Schreibtisch. Also hat pinkt ausgemitten zu werden zerquetscht, weil gleich nachdem ist Neville herugefallen von der Stelle mit dem Hängleichter in einem. Der Glock hat ausgeklingen und es ist geworden ein Massengeläuf vom Zimmer heraus. Die Atmosphäre ist geworden ein vierjährig Rieker und Lockhart, ausklachendig sich in der sehende Karin, Ronnen und Hermionen kamat bei der Tier, hat so getan, Seget, ich will euch einfach beten, ihr sollt zu aufklappen die übrige Pixelach und sie zurück heranziehen in den Steig. Hat das Spreis getan vorbei sei und flink ziegemacht der Tier hinter sich. Wie gefällt auch, ha? Hat Ron gebrimmt, beschaß eins von der verbliebenen Pixelach hat ihm gegeben einen scharfen Biss in Euer. Will bloß, wir sollen sich lernen durch Praktik, hat Hermione gesagt. Im beschaß Meise hat sie kinzig ungewandten auf eine Gliversprach, kadei zu machen im beweglich 2 Pixelach mit Amul, und sie zurück herangesteppt in Steig. Mir Praktik, hat Harry gesagt. Prüfend gefangen ein Pixel, was hat darin getanzt mit einer rausgebleckten Zingel, als Harry soll nicht kennen der Langen. Hermione, hat doch nicht gehabt keine Schimm-Ahnung, was tut. Narrischkeiten, hat Hermione gesagt. Hast doch gelernt seine Bücher. Hat doch aufgetan an so eine windelige Sachen. Etwas gleibt sich nicht, hat Ron geburtschet.